Heute sprechen wir über etwas, das uns allen das Wasser im Mund zusammenlaufen lässt: die deutsche Küche. Genauer gesagt über 3 regionale Gerichte, die nicht nur lecker sind, sondern auch Geschichten erzählen. Wir haben Spätzle, tote Oma und Schmorbraten im Menü. Klingt spannend, oder? Absolut. Fangen wir doch gleich mit den Spätzle an. Das ist ein Klassiker aus Schwaben. Hast du die schon mal selbst gemacht? Ja, tatsächlich. Spätzle sind im Grunde eine Art Eiernudel. Das Besondere ist, dass sie frisch zubereitet werden. Man mischt Mehl, Eier, Wasser und etwas Salz, und dann wird der Teig durch eine Presse direkt ins kochende Wasser gedrückt. Fertig sind die Spätzle. Und das Beste daran ist, dass man sie zu allem Möglichen servieren kann. Ob als Beilage zu Fleischgerichten oder einfach nur mit Käse überbacken, als Käsespätzle. Es gibt so viele Variationen. Genau, und jede Familie hat ihr eigenes Rezept. Aber gehen wir mal weiter in den Norden Deutschlands. Tote Oma. Ein Gericht, das erstmal schockierend klingt, oder? Auf jeden Fall. Aber keine Sorge, es hat nichts mit Omas zu tun. Es handelt sich um ein Gericht aus Blutwurst, die zusammen mit Zwiebeln und Grütze gekocht wird. Serviert wird es meist mit Kartoffelpüree und Sauerkraut. Das klingt jetzt vielleicht nicht für jeden appetitlich, aber in vielen Haushalten ist es ein echtes Wohlfühlessen. Es hat wohl seinen Namen aufgrund der Farbe und Konsistenz der Zutaten, die an Omas altes Kochbuch erinnern. Und jetzt zu unserem dritten Gericht, Schmorbraten. Ein Klassiker, der bei festlichen Anlässen nicht fehlen darf. Erzähl uns mehr darüber. Schmorbraten ist ein langsam gegartes Fleischgericht, das meistens aus Rindfleisch besteht. Man mariniert das Fleisch in einer Mischung aus Wein, Essig, Zwiebeln und Gewürzen, bevor es langsam geschmort wird. Dadurch wird das Fleisch unglaublich zart und saftig. Der Duft, wenn der Braten aus dem Ofen kommt, ist einfach unwiderstehlich. Und die Soße, die sich dabei bildet, ist das i-Tüpfelchen. Oft wird der Schmorbraten mit Rotkohl und Knödeln serviert. Diese traditionellen Gerichte zeigen, wie vielfältig und reichhaltig die deutsche Küche ist. Sie erzählen Geschichten und sind oft mit Erinnerungen verbunden. Jetzt sind wir neugierig. Welche regionalen Gerichte kennt ihr? Habt ihr vielleicht ein Familienrezept, das ihr besonders liebt? Lasst es uns wissen.